Derek, Servus. Prost. Prost. Heute mein kleines Messchen. Ja. Eingeschenkt wie auf der Wiesen. Also eigentlich ist schon eine ganze Masse. War halt. Ich hab den Maßkrug nicht gescheit ausgewaschen, ich hab einen Silberfisch gerade drin gehabt, aber es war jetzt keine Option gewesen zum sagen. Ich sauf's nicht mehr, weil es mir echt wurscht ist. Ja. Aber war ein besonders reidiger Silberfisch. Schon war so groß, oder? Er war ziemlich groß, ja. Das ist auch mein Tierfakt. Dass Silberfisch nicht so geil sind, wie alle immer sagen. Nein. Ja. Wir haben Das heute überhaupt gar nichts vorbereitet. Wir kommen gerade von 2 Tagen Suff, weswegen wir jetzt weitermachen müssen. Vorgestern waren Leon Hardy, gestern waren wir am Fun ja. in Egenfelden, haben da einmal komplett den Laden auseinander gesungen. Ja, auf jeden Fall, da haben sich die Leute umgeschaut. Ja. Was war los, Leon, heute bei dir? Leon Hardy, einer meiner absoluten Lieblingstage, Ja. weil es auch wieder einer dieser Tage ist, wo du dich so unfassbar grundlos besaufst. Das spielt nämlich überhaupt gar keine Rolle, was an diesem Tag passiert, sondern nur, wie es ausgeübt wird. Eigentlich ist der Moment, wo du am Berg bist, der langweiligste. Ja. Also ich mag die Pferdelgespanne gar nicht sehen, ich bin ehrlich zu dir. Ja. Interessiert das null. Ist schon beeindruckend, wie die das schmücken und alles und Ding und Zeug, aber ich möchte einfach um 6 Uhr aufstehen, ein Weißwürst Frühstück machen und mich dann komplett behindert saufen. Das ist das, was ich gerne mache. Hast du Weißwürst gegessen? Ich habe Weißwürst gegessen, aber bin zum ersten Mal in meinem Leben richtig enttäuscht worden, Okay. weil mein Dad die Weißwürst besorgen wollte. Ja, Danke. bitte. Und das habe ich erst irgendwann am Simmel losgefahren, am Abend. Und du weißt, wenn Leon Hardy am nächsten Tag ist, dann brauchst du nicht um Simmel losfahren. Dann hat er Eckschwurst gekauft. Oh. Die waren so groß, Ja. das macht mich schon mal sauer. Ja. Und geschmacklich waren die okay, aber die waren von der Konsistenz sehr, sehr komisch und das hat mich dann echt richtig runtergezogen. Da war ich fast ein bisschen mürrisch. Ja. Hat es bei dir Weißwürst gegeben? Nein. Ich habe Depreziner gegessen. Weißwürst nach wie vor für mich eine der schlechtesten Unterlagen überhaupt, weil ist ja nur 2 Ja. und irgendwie, keine Ahnung, das ist Ich bin ein Fan von der Idee vom Weißwurstfrühstück. Ja. Also gute Wurst, ein paar Spätzchen, aber Bier. ganz, vor allem auch früher damit zu Ja. starten. Genau, und ja, das ist irgendwie so auch gesellschaftlich anerkannt auf jeden Absolut. Fall. Ein Weißwurstfrühstück, das auch keiner ist als Alkoholiker, sondern Tradition, schön. Ja, Weiße dazu. Ja, die machen was. Ja. Nein, das macht mir schon viel Spaß, muss ich sagen. Ja. Weißbier in der Früh. Ja, ich war mit dem Huber Flo allein unterwegs und am Anfang hier im Büro nicht getrunken, auf dem Weg zum Zug auch nicht getrunken, im Zug auch nicht getrunken. Ja, klar. Auf dem Weg Weg vom Zug zum Berg. Ja, also ich habe im Zug haben wir es nicht ganz ausgesoffen, weil wir sind War da nur 2 Minuten ungefähr. ja. Aber dann, dass du es dir vorstellen kannst, als wir ungefähr beim Gymnasium waren, da haben wir dann die zweite, die wir dabei gehabt haben, aufgemacht haben, also Bier 4. Und dann sind wir am Berg aufgegangen, ganz entspannt, schön zwei Schnäpschen abgestappt. Was war's für einer? Einer hat fast gesund geschmeckt, weil das war so ein Ingwer-Shot quasi. Ich mag Ingwer eigentlich nicht so gern, aber nicht. in dem Moment war es gerade recht, das war echt gut, war sehr erfrischend. Und der andere, das muss ich überlegen, der hat mir sogar noch besser geschmeckt. Scheiße, was war das? Kann ich dir nicht mehr sagen, was das für Geschmack war. Aber klarer. Naja, es war ein neues Likör, glaube ich. Mehr Likörchen waren das, ja. Das ist voll krass für die Leute, die Leon Hardy nicht kennen. Ich bin immer wieder so beeindruckt. Meine Mama ist ja da früher auch mitgefahren und die hat mir erzählt, dass die halt mit 13, sagen wir, hat die da ihre 15 Schnaps weggezogen Ja. und die stehen um 4 Uhr in der Früh auf und die verlassen den Wagen dann nicht mehr. Es ist nicht so, dass du da runterkraxeln kannst und irgendwo hinzupissen, sondern die sind von 4 Uhr bis Mittag auf diesem Wagen. Wo pissen die dann? Gar nicht. Gar nicht. Ich habe gesagt, das ist einfach gar nicht. Okay. Also, aber gut, Schnaps, sage ich mal, treibt auch nicht so wie jetzt. Das stimmt, ja, der wenn wir uns da eher 14,5. Wasser. Ja, auf dem Berg oben habe ich dann schon sehr, sehr dringend pissen müssen. Deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, aufgeht, jetzt gehen wir jetzt in 19. Ja. Ja. Du bist nicht wie jeder einfach im Wald gegangen. Naja, weiß nicht, habe ich da nicht gefühlt irgendwie. Okay. Ja. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen, gell? Ja, aber Kalorien, ich versuche wieder Kalorien zu sein. Und das ist bei solchen Tagen echt nicht leicht. Deswegen haben wir einfach präventiv einmal 15,5 aufgeschrieben. Und ich befürchte, dass das nicht hingeht. Aber wenn du halt in der Früh anfängst, über den ganzen Tag und halt bis 2 in der Früh saufst, das ist schon
Das ist schon eine Belastung für den Körper. Ich glaube schon, ja. Also Schlafentzug, Dehydration, Leber voll am Arbeiten. Aber viel auf die Haxen. Das stimmt, ja. Viel an der frischen Ja, aber Luft. Muskelkater. In die Füße vom G, glaube ich. Ja, Ja gut, Berggäste selten. ja wenig. Ja, Denke ich. insgesamt wenig. Ja, ich weiß ich. Ja. Gibt da keinen Grund, ich glaube, ich muss mir jetzt so einen Hund holen, Ja, dass ich so eine Motivation habe. aber das ist mit deiner Katze so lästig. Du musst die daheim und Weil mein das Hund und kann ja mitnehmen. das stimmt. Klar, freuen sie sich im Hotel. Wenn auf dem Rider dann noch steht, ein hundefreundliches Hotel, muss ich Vor allem, was mitnehmen. machst du an einem Auftritt dann oben im Backstage einsperren? Ja, oder im Auto. Das ist auch nicht geil. Nein. Ja, ich glaube, Hund passt nicht zu deinem Lebenskonzept gerade leider. Finde ich, aber Ja. Ja, es müsste da, wenn dann müsste es ja ein kleiner Hund sein, dass es irgendwie ansatzweise funktioniert. Ja, ein Dackel, ja. der war's. Der glaubt, der da viel Freude spenden. Dann, Ich finde Dackel geben mir auch ein sehr gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ja. die haben so einen klassischen Winner-Tag. Ja. Was weißt du, mehr der Rauhaardackel oder mehr so die? Nein, die normalen. Also meine Traumkonstellation war ja schwarzer Dackel mit so braune Punkte oben auf die Augen. Das ist sehr explizit gedrippt. Ja. Und das gleiche halt als Rottweiler. Also ich hätte gerne da dieses Zweiergespann. Und das da ich sehr, sehr, sehr lustig finden. Ja, Rottweiler ist auch ein schönes Tier. Ja. Dobermann finde ich auch Ja. irgendwie schön. Ja, Dobermann war irgendwie noch lustiger, weil ein Dobermann schaut einfach aus wie ein richtiger Dackel, also ein ausgewachsener Dackel, mehr Ja. oder weniger, weil der so spitze Schnauzen hat. Ja. Ja, Ich vergesse immer, wenn man das nennt, wenn man irgendwas mit kopieren, nein. Aber Doch, wenn, ja. die Ohren, wenn die so Kopiert die spitz, Ohren, ja. wenn die so spitz sind, das schaut schon geil aus. Ja. Das ist ja klar. Ist nicht fair. Na, Aber es schaut schon sehr, sehr ja, geil schauen aus. so viel gefährlicher aus. Auch mit dem Schwanz, also wenn das nur dieser Stummelschwanz ist, da die wahrscheinlich trotzdem nicht machen. Also du kannst es ja in Deutschland eh nicht machen, ich glaube in Österreich geht es noch. Dann fahr ich nach Österreich. Ja, mach es da, das ist kein Problem. Können sie mir nicht nachweisen. Nein, so, den habe ich schon so gekauft. Ja. Ja, der ist auf den Weg gekommen. Ich muss, sonst vergesse ich es, ich muss das Lustigste, was seit langem passiert ist, und das ist auch gar nicht so lustig, wenn man es nachher sagt. Aber der Kid Rap hat gestern einen sehr glorreichen Moment gehabt. In einer Situation, in einer unbeobachteten Situation war es so. Wir sind gerade aus dem Pizza Pasta aus Eckenfelden. Das ist übrigens mein Tipp der Woche. Ja. Pizza Pasta in Eckenfelden, das ist so unfassbar gut da. Das Ja. ist eine richtig geile Pizza, scheinbar eine geile Pasta. Die Burger haben unendlich gut ausgeschaut. Ja. Ich kann keinen Kommentar dazu abgeben, habe es nicht probiert. Aber wir sind sehr voll gefressen da rausgekommen. Und da hat der Kid Rap geglänzt. Ich habe schon gesehen, ums Eck ist eine junge, nette, adrette Dame gestanden und Kid Rap hat es nicht so ganz gesehen, dass Nein, die da also war. gar nicht gesehen. Und er kommt raus, stellt sich nach meinem England-Urlaub heißt es ausgeleiert Land. Hat einen 15 Sekunden Rülpser loslassen. Und diese Frau, die ist vom Glauben aufgefallen, was da gerade passiert ist. Und der Kid Rap und der Harry haben es dann gesehen. Servus. Sie hat die hat gar nicht gewusst, was da jetzt los ist und dass es so ein Grad an widerlicher Asozialität überhaupt möglich ist. Ja, Also das war eine gute Kombi, Du hättest ja. dann fahren lassen müssen. Niesrülps, Furz. Ja, aber leider da in dem Moment keinen auf der Pfanne gehabt. Ja, sonst hättest du es wirklich komplettiert, muss ich sagen. Ja. Ja, das ist immer, wenn du denkst, du bist allein auf der Welt, ja, aber dann, was erwartet da ums Eck? Fand ich, die hat so richtig knuffige, unschuldige, nette Ausstrahlung gehabt und dann muss sie in sowas nicht sagen. Das war, Aber so ist es, Ja. wenn du in unserer Welt stattfindest. ja. Kann ich nichts machen. Aber jetzt hat es eine gute Geschichte. Jetzt hat er so plötzlich. Ich glaube, gut, wie willst du das? Klappt ja keiner. Das wird ja, die werden alle sagen, du bist nicht ganz dicht. Ja, vor allem, ich weiß ja keine Ahnung, ob die uns kennt hat oder so, aber ich hätte das auch kennen, weil die Pizzeria ja 2 Meter vom Auftrittsort entfernt ist. Von der Venue. Von der Venue, ja, von der Location. Ja, war vielleicht für den einen oder anderen ein Grund nicht zum Kommen dann. Oder gerade Ich glaube, deswegen. dass das gut in unseren Ruf Ja, reinpasst, muss ich also, sagen. es war ja nichts Schlimmes an sich, es war nur eklig. Ich möchte die Chance jetzt mal nutzen, zum sagen, danke, dass unser Podcast so
so stetig wächst, ist es Ja. echt, ich sehe jetzt nicht voll deppen, dass ihr euch das anhört, das muss man jetzt wirklich mal sagen. Ja. Ihr hört euch das Woche für Woche, hört ihr uns zwei Arschlöcher zu. Ja, es werden Und immer schau- mehrere. Ja, es werden immer mehr. Also gestern kommt einer nach dem Auftritt und sagt, ihr seid doch die von Bayerns Most Wanted. Fickt's euch. Nein, wir sind die von Los Brutalos, die noch so nebenbei am Podcast machen. Und dann schreibt einer, ob wir eigentlich auftreten. Dann sage ich, ja, mit der Band. Nein, er meint mit dem Podcast. Ja. Ja, meine paar Lesungen Ich bin machen. ja gestern gefragt worden, jetzt muss ich mich schon fragen, wie er versucht, unseren Podcast anzuhören. Ich bin versucht schon mal. Ja. Also ich verstehe, was er meint. Und dann, jetzt hat er schon eine Frage, bist du wirklich so? Dann habe ich gesagt, was er genau meint, also wie bin ich, also Ja. was explizit aus dem Podcast meint er. Nein, also bist du wirklich so? Natürlich auch schon gut ohne sitzen gehabt. Ja. Keinerlei Kritik. Absolut nicht. Nur Bewunderung an der Stelle. Ja. Muss man die Leute gestern lassen, die waren alle sehr, sehr stark. Das war Leckt mich brutal. am Arsch, Also, ja. wie gesagt, das ist, so stellen wir, das sind einfach Elite-Trinker. Da ist Ja. halt, reicht ein Trinker, Ja. reicht für 3. Also, Ja. da können sich ja die Locations nicht beschweren. Es ist halt, dann, vielleicht sind einmal ein bisschen weniger da, aber die saufen halt trotzdem für. Ja, Ne? 3. 3. Ja. So ungefähr, ja. Ja, der Ramon, der Barkeeper unseres Vertrauens, der Mhm. uns da bestens versorgt hat gestern, hat auch gesagt, dass die Leute echt richtig gut gesoffen haben. Und das freut mich wieder. Haben wir Ja. jetzt ja schon lange nicht mehr gehört irgendwie. Also so explizit. Ja, wir haben auch lange Ja, nicht mehr wir- nachgefragt. ja, Also, muss stimmt. sagen, egal wo wir waren, haben wir immer wieder gehört. Vor allem, wir führen ja vorher immer die Gespräche mit denen und sagen, ja, unsere Leute trinken schon ganz gern. Ja, Aber die fallen da auch jedes Mal vom Glauben ab. Und das gibt es doch gar nicht. Das ist gar nicht möglich, was die. Ich hab wir haben einen neuen Kandidaten für den Markus als Gegner. Also, wie gesagt, da, wo er dann gestern die Maske gekriegt hat, da war ja auch schon, der hat ja nicht mehr stehen können. Und dafür war das echt schnell. Ja. Aber die er davor gekriegt hat, leck mich am Arsch. Wie gesagt, also, aber ich glaube, er war dann raus, gell? der war raus. Der Ja. ist halt, der ist auch safe kotzen gegangen. Ja. Aber er wollte sich die Blöße halt auch Aber nicht ich hab mir auch schon, also das hat irgendwie dann lang gedauert, bis zum Exen gekommen ist. Also das war jetzt schon nach dem Konzert und An dem Tag, wo wir gesagt haben, nachdem wir an Leon Hardy so unheilig saufen waren, dass wir komplett kein mehr Thema haben, dass wir nach dem Konzert ins Hotel gehen. 4. ja, die Leute haben noch gesoffen, als das Putzlicht da war. Ich bin nochmal durch den frisch geputzten Raum einmal komplett durch, weil ich noch Bier holen habe müssen. Ja. Ich war nicht begeistert. Glaub ich, Okay, hat's gesagt. Und es gibt nichts Schlimmeres wie von einer, sag ich mal, Anfang, Mitte 60-Jährigen, die einfach nur heim wollen, Ja. die gerade durchputzen und hörst nur so ein, ach, geh. Ah, die Arme. Ich habe Ja. sie davor gefragt, noch, aber das haben wir aber gewundert, ja, da kannst du schon durchgehen, da ist noch nicht putzt, aber danach hat es trotzdem, ach, geh. Ja. Recht weh da. Shit. Ja. Ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Leon Hardy-Ding eigentlich noch. Ja. Also wir waren auf dem Berg, dann warst du kurz weg, aber bist dann auch wieder gekommen, eigentlich gerade wo wir runtergegangen sind wieder, gell? Oder? Ja. Ja. Ja, weil ich Bier gebracht. Ja, stimmt, ja. Das war super. Gern geschehen. Perfektes Timing. Danke. Ja. Und dann sind wir runter, schön ins N19 erst einmal, guter Start. War voll geil, weil es leer war. Ja. Feier die brutal. Jeder andere hat gesagt, da ist keine Stimmung. Ja. Und ich sage, das ist das Beste überhaupt. Ja, wenn ich er habe kann. richtig viel Platz gehabt, ich bin sehr schnell zu meinem Stoff gekommen. Ich habe direkt vor dem Spiegel gesoffen. Ja, Das war so witzig, gell. Ich so vor dem Spiegel, gell, so mein Getränk Ja. und dann so mit dem Spiegel angestoßen und hab gesagt, hey Alter, mit dir trinke ich am liebsten. Verstehst du? Ja, ja. Ja, manchmal fallen mir so lustige Ja. Sachen ein, wo sie dann die anderen Dinge, es gibt ja nicht. Das ist ja irre. Der ist ja das sehr hier- lustig, der Kerl. Warum macht er noch kein Stadion voll mit seinem, Ja. mit seinem Humor? Ja, mach ich. Ja. Spätestens, wenn ich meine Rüstungsschau. Ja. Ja, stimmt. Nein, 19. Ja, dann, Wann war sie am Dietmanns? da wo sie beim Strein wart, auf dem Balkon. Waren wir ja nicht. Also nicht Wir da? haben nur klingelt. Ah, okay. Und dann haben Das hat sich irgendwie so fix angehört. Also das, Ja, das war, also, also, ja. es hat ja zumindest zu 10% Einladung ah, hat's gegeben, aber ja. Nein, aber das war erst beim zweiten Mal, also nach dem zweiten Mal N19. ach, da war zuerst am Dietmanns. Ja. Dann war sie gar nicht so früh essen. Das zweite Mal Dietmanns war, Es war auf jeden Fall noch hell. ja. Ja, zweite Mal N19. Das zweite Mal 19 war ja um 4 Uhr. Ach so. Ja. Okay. Ja, ist mir irgendwie schnell, die Zeit ist schnell vergangen. Der Döner war so geil. Naja, Dieser Döner war so gut. ja, ich glaube, wo man schon gewusst hat, in welche Richtung das geht, ist, als wir in der Bar
0,33er geschossen haben und dann noch einen Kuba, oder? Da hat mir der Huber voll so leid da, Ja. weil die sind ja nicht günstig, die Getränke. Nein. Und dann kommt er mit dem ganzen Tablett und ich habe gesagt, nein, eigentlich mag ich keinen. Und dann, wupp, Ja. haben wir alle geschossen und er hat ja auch mitschießen müssen. Ja. Das ist halt schlimm, wenn es gerade einfach 60 € wahrscheinlich für Getränke zahlst und die Leute schießen es gottlos. Ja. Ja, da ist das jederzeit ein Rundending nicht ganz aufgegangen, auf jeden Nein, Fall. also kriegst du noch ein bisschen Ja, was ist von mir. gut, warst du nicht der Einzige. Also, aber Ja, ich habe mir dann auch gedacht, das hat mich dann so genervt, dass jeder bestellt ein Bier und dann habe ich einfach. Ja, tatsächlich, oder ich so. habe mir aber auch ein bisschen vorgenommen, also, weil immer wenn ich sowas mache, also das sind ja dann trotzdem meistens wir zwei, ich bin immer derjenige, der dann am Ende des Abends keine Ahnung wie viel 100 € Zeit hat. Ja, Du auch dann. ja und der Tobi K., also der zahlt auch immer noch viel. Aber der Huber, man kann's nicht. Eigentlich in der Runde hätte es gut Ja. funktioniert. Ja. War auch gut. Ich einfach viel zu wenig Bargeld dabei Hey, gehabt. red mit mir, nicht mit der Kamera. Entschuldigung, ja. Unhöflich, ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinschauen Ja. darf. Viel zu wenig Bargeld dabei gehabt und dann sage ich, so, jetzt geht die Runden auf mich. 30 € und ich habe dann 20 gekauft und sage ich, Kidrap, kannst du mir 10 allein. Ja, das war schon cool. Ja, ich habe aber davor die Döner nämlich für alle Zeit. Ah, okay, ja, da habe ich Muss nichts man- davon gehabt. Nein, wenig, sehr wenig, das ist Ja. korrekt. Werden auch, glaube ich, schon 150 € braucht oder so wieder. Ja, und ich weiß gar nicht, wer im Dietmanns Zeit hat. Nein, aber da kannst du beim Huber voll gar nichts sagen. Nein. Allgemein die ganzen Ecken, Ja. AMG und so. Das ist angenehm, das ist wirklich angenehm mit Leuten unterwegs. Ich rechne da auch nicht dann gegen also- oft. Also da denke ich mir auch beim 60er-Spiel. Ja. Ähm, Ja, mit dem MJ und so auf Malle und so, da hat das ja super funktioniert. Da Ja. also ungefähr jeder hat eine Säule gezahlt. Auch sogar ein Body, wo jetzt halt am zweiten Tag oder so nicht mehr so motiviert waren, haben dann trotzdem gesagt, gut, scheiß drauf. Und das sind ja doch 130 € mit ein bisschen Trinkgeld. freilich. Und da, aber man muss auch sagen, wenn halt jeder einmal wenn du halt 6 Säulen dann gesoffen hast, dann bist du schon auch gut dabei. Ich muss jetzt schon einmal fragen, wie viele Leute wart ihr? 6. Ihr könnt doch nicht eine Säule jeder saufen. Das sind 3 Liter, hast du gesagt. Du 5. kannst 5 Liter? Ja. Du kannst ja nicht 5 Liter. Ja, also die sind ja nicht unendlich stark gemischt, also die kannst du schon gut saufen. Es sind 5 Liter. Schau mal, 5 Mal. Also, pass auf, wenn es schwach gemischt sind, haben es Ja. 10%. Ja, Das sind also 5 Massen. ja, Aber nicht mit 6%, sondern mit 10%. ja. Das ist eigentlich ein kompletter. Aber du machst den ganzen Tag nichts anderes. Also, Ja, schon, aber es Also- wäre aber nicht das Einzige, was gesoffen habe. Du wirst Nein. ein Bier auch gesoffen haben. schon, ja, wenn ich draußen war. Das muss Oder ich- woanders hingegangen bin, dann immer beim Essen. Ja, klar, oder eigentlich immer, ja. Ja. Ich weiß nicht, mehr hat ich weit, aber gut, ich hab eigentlich aus irgendeinem Grund habe ich einen leichten aufgewärmten. Ja, aber, Aber so einen glücklichen. ja, gestern haben wir nur Schnaps gesoffen. Geil. Also nicht nur. Also Ja, aber das ab, war, ab der Bar da dann. hätten wir halt viel früher diese Entscheidung treffen Ja. sollen, weil da ist mir so gut gegangen dann wieder. Ja. Weil auch die zwei haben dann vor dem Konzert haben wir wirklich, es war in einer halben Stunde war Showtime und dann haben der Harry und ich haben uns dann einfach, bei dir ist gerade einfach mengentechnisch nichts mehr reingegangen. Nach der Pizza. War, Dann haben wir uns 2 halbe da reingepresst, Ja. jeweils, und das war ein Albtraum, das hat mir sowas von gar nicht geschmeckt, aber ich kann nicht so nüchtern auf die Bühne gehen. Also ich kann schon, aber ich mag nicht. ja, Das war gar nichts. Und danach dann eben Schnapse und dann ja. Abfahrt, Skistampfen. Ja, ich mag es fahren, die Location an sich und auch die ganzen Leute da. Das Einzige, was mich immer in meiner Performance ein bisschen behindert, ist die Bühne ist echt richtig klar und das nervt mich, wenn ich nicht rumgehe. Ja, ich mag's. Ich hab die so oft, du warst so oft in meinem toten Winkel. Das war total. Ich hab gedacht, hey, bist du jetzt von der Bühne gegangen? Weil du hast dich dann so hinter mir auch bewegt. Das war, Ja, es war irgendwie, weil die Monitorboxen ja noch da waren, wenn Ja. ich dann vorgestanden bin, hast du eigentlich keinen Platz mehr gehabt. ja, Mehr oder jeder, weniger, ja. bei mir ist gleich. Ja, es war, ja gut, die hätten wir einfach weg da sind, die Ja. Monitorboxen. Ja, ich habe immer Panik ohne, ein bisschen ohne Ja. Monitorboxen, wenn man denkt, wenn es da gar nicht mehr geht. Aber jetzt mit dem In-Ear, sage ich mal, sind wir eigentlich relativ safe. Ja. Und da war es auch so vom Schall her Ja. gegangen. Nur bei manchen Songs ist es halt dann schwierig im Takt zu bleiben, wenn du eine leichte Latenz hast und halt besoffen bist und nur mittelmäßiges Talent hast. Wenn das alles zusammenspielt, dann ist das Das sicher ein wäre Riesenproblem, spannend, ja. ja. Ich muss sagen, ich freue mich unfassbar auf Ringsburg. Ja, ich hab richtig Das wäre Bock, so ja. geil. Ja. Also Ringsburg, eure Metzerei komplett ausverkauft und zwar nicht nur so ein bisschen ausverkauft, sondern so, habt ihr noch Tickets ausverkauft? Ja. Für die Leute, die fragen, nein, es ist einfach voll. Ja, Oberpfalz spielen wir noch in der Kam
in Cham, falls ihr da vorbeischauen wollt, auch eine geile Location. Ja. Richtig. Also eigentlich alle Sachen, wo jetzt kommen, habe ich richtig Bock drauf. Ist dir, glaube ich, oft das in Kam eigentlich vorkommt, dass wir am Vortag einen Auftritt haben? Ja. Also, okay, ich glaube, einmal davor. Nein, also Zweimal, gell? Ich glaube zweimal, ja. Und jetzt Also, das dritte Mal. ich weiß noch, wo wir das erste Mal in Cham gespielt haben, da war ich richtig zerstört. Das war Wujerbach. Ja. Wujerbach, also war davor Wujerbach, das Ja. war das, wo wir bis 6 Uhr in der Früh so Ja. wirklich richtig unheilig so vom Ja. und ich dann höchst illegalerweise dann nach Kam eben gefahren bin. Schön, in jedem zweiten Podcast sage ich, nein, besoffen Autofahren überhaupt gar nicht. Ja. Aber das da gut sei der Null, oder? Also Rein ja, rechtlicher du hast ja geschlafen. oder? Hobby. Dann ist alles klar. Aber Dann passt's. wärst du überrascht, sei gar nicht so gut, weil Ja, ich bin halt auch echt oft aufgewacht. Also, mal schlafe ich wieder da, aber ich war schon nervös, weil wir uns ja kurz hingelegt haben vom Auftritt noch. ja, Weil wir noch ein bisschen litiert waren vom Vortag. Und auch wenn ich weiß, ich muss noch mal aufstehen, dann war ich tatsächlich jede halbe Stunde auf jeden schon, Fall ja. auf. Ja. Ich habe halt diese Verschlafensangst überhaupt gar nicht, weil ich höre einen Wecker immer, es ist ja ganz selten, dass Ich ich... höre am Wecker, ja immer, aber ja. Da haben wir noch ein Bad gegönnt gestern. Ja. Aber ist der, glaube ich, geil, jetzt der Dezember wird. Ja. Also November, Dezember. Wir sind jetzt erst in Regensburg. Ja. Dann, glaube ich, weiß nicht, ob dann erst Stream ist oder erst Saalbach. Erst Saalbach, dann Dream Support, dann Backstage. Dann Backstage So, wann sind wir mit den Glühboys irgendwie? am 19. Also das ist das letzte im Dezember. Ja, leck mich am Arsch. Na, Dann ist er bei, warte, das habe ich nicht mitzählt. 5, oder? Waren's? Wow, das war schnell gegangen jetzt. Also ich hab mich Regensburg, verzählt. Ja, Dream, Saalbach, Glühboys, Backstage. Ja. Okay. The Brain wird er genannt. Wir haben gestern über unseren schulischen Werdegang gesprochen. Und ich so, ja, der Abschluss, der war ja zwischen eigentlich gefährdet. Der Rap macht so 10 Sekunden, ja, so 10 Sekunden kürzere Spaß, massivst gefährdet. Ist mir aufgeregt. Massivst gefährdet. Ja, das war. Ja, Ja gut, aber wir waren halt auch hart damit beschäftigt, cool zu sein. Ja. Und die Eishockeyspieler zu mobben. ja. Ja, nein, das, ich muss auch dazu sagen, bei mir war immer noch Mathe das Problem. Also ich glaube, ich habe im Halbjahreszeugnis in Mathe nur einen Sechser gehabt und habe mir dann, ich glaube, durch ein bisschen okay in Mathe werden und einen Dreier in der Abschlussprüfung habe ich dann, glaube ich, nur einen Vierer oder einen Fünfer geschafft und das war dann aber, ich glaube, ein Vierer, war dann auch mein einziger Vierer in die wichtigen Fächer. Du musst dir mal vorstellen, ich habe ja, weißt du, ich bin ein relativ sturer Wichser. Ja. Das bedeutet, ich habe vor allem in der 7. habe ich richtig, ich habe 3 Sechser Ja. wegen dem Ausfragen gekriegt, weil Ja. ich den Typen halt gehasst habe und dann gesagt, so, jetzt kommst du 4 zum Ausfragen. Und dann sage ich, nein. Und dann gibt es einen Sechser. Und ich so, gib mal einen Sechser. Ja, Gott, das muss so ein Albtraum gewesen sein. Unser Lehrer gewesen sein. Ich schwör's dir. Ja, aber bei weißt du, was das für ein Albtraum für mich war? 3 Sechser aus zum gleichen, bloß weil ich cool sein wollte. Ja. Das war gar nicht, vor allem in einem Fach, wo du scheiße bist. Ja. Da dann habe ich dann so eine geisteskranken Leistungen wie Dreier erbringen müssen. Ja. Dreier, Zweier. Also ein Sechser rauszukriegen, ist gar nicht so easy. Ich weiß noch, wie ich dann Mathe-Nachhilfe oder wenn man eine Mitschülerin das dann so erklärt hat und dann stehe ich so da und denke mir, hey, das ist ja gar nicht so schwierig. Das ist so Das easy. ist gar nicht so schwierig. Aber wenn du seit der 7. Klasse massive Defizite hast Ja. und das baut ja alles aufeinander auf und irgendwann kannst du ja gar nichts mehr und dann musst du halt eigentlich so privat Ja. die komplette Halt, Schullaufbahn durchmachen und dann denke ich mir so, ja, Kruzifix. Das ist echt gar nicht so schwer. Du jetzt einfach nur, aber es ist halt, Frau Schal dann Elternsprechtag zu meiner Mom gesagt hat, ja, also man braucht sich nicht wundern, also wenn man halt in der Schule nicht aufpasst und keine Hausaufgaben macht und nicht lernt, dass man dann da schlecht ist. So. Ja. Ist ja nicht so, dass wir blöd, wir kannten es ja. Ja, ja. Nein, es hat mir halt auch einfach, man muss ja dazu sagen, es hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Ich habe keinerlei Sinn darin gesehen. Ja, also Und alles, ich was hab- mich so ein bisschen interessiert hat, habe ich ja kennen, keine Ahnung, Ja. Englisch, ein bisschen Deutsch, das war's aber dann. Ich habe in einem Jahr einen Einser im Bio gehabt. Bio, wenn es 6er gehabt, bin ich durchgefallen dann. Oder ein 5er. Ja, aber das war ja so ein Prinzipding, oder? Ja, ich weiß Da auch kann man nicht. Bio durchfallen, Ja, das das ist echt ja, schwierig. Bio ist das Einzige, was peinlich ist, weil es ist einfach nur auswendig lernen. Das ist ja nichts mit. Aber da haben wir ein paar Echsen haben wir gehalten, wo schon hab ich nicht damit gerechnet. Ja. Ja, es war schon witzig, gell? In der Schule einfach diese dauerhafte Angst. Ja, Ich sage mal, die Schule war so geil ohne Proben. ja.
Ja, das war dann auf der Berufsschule, da wäre dann ja rasiert, weil kriegst du ja Bescheid, wann du die Exen und die Das Proben ist halt schon geil, ja. Und dann, wenn du dann schlecht bist, dann bist du halt wirklich ein kompletter Trottel. Also, aber auch bei mir da die Motivation in der Berufsschule, dass du ja schon Geld kriegst für das Schulgehen, und das hat für mich dann irgendwie Sinn gemacht, weil Ja. du machst das ja für dich, halt doch dein Maul. Weiß mal für mich, Ich ja. mach's für Geld, Ja, schon. für gar nichts. Für sehr wenig Geld. Ja, Aber ich mach's. weil ich muss, ich bin ein Also, Deutscher. du musst dir mal vorstellen, du weißt, du kennst ja meine schulischen Leistungen. Ja. Aber ich habe ja nicht nur, für mich war ja nicht nur das Ziel, nicht durchfallen, sondern ich habe ja den Schnitt haben müssen für das Fass. Ja, Das war geisteskrank für Ja. mich. Aber war gut, dass du nicht mehr in der Klasse warst, das hat mich ein bisschen ja, gesetzter gemacht dann. Das war schon hilfreich. ja, von früher nicht mehr da dann. Ist eigentlich keiner mehr außer der Harry. So von den Troublemaker. Stimmt. Ja, da hat man War sich der Harry dann mein gegenseitig, coolster Freund? haben wir uns, glaube ich, so gegenseitig schon ein bisschen hochgestachelt da in der Also die 7. Klasse, das war wirklich, also das war Ich glaube, das war würdelos. Ja, da ist Pubertät halt voll eingefahren. Dann viel Deutschrap Voll Deutschrap gehört, ja. Nein, das ist ja, also heute darfst du das so nicht mehr machen, gell? Nein. Also ich meine, was da passiert ist an Sachbeschädigung, Ja. an leck mich am Arsch. Ja, und auch Beleidigung. Wir haben letztens einer unserer Mitstreiter in der 7. Klasse, der Ken, ich nenne jetzt seinen Nachnamen nicht, Ja, auch einer der behindertsten Menschen überhaupt im positiven Sinne, Ja. natürlich. Sowieso. ja. Der hat, wir haben jetzt angefangen, ein bisschen die Leute zu googeln, mit denen wir früher abgehängt sind. Und der hat wirklich einen kompletten Hau gehabt, aber im geilen Sinne. Der ist jetzt Doktor der Physik. Ja, schon, ja. Das ist so geil. Ja. Der leitet gerade irgendwo an irgendeiner Uni, leitet er gerade irgendeine scheiß Fachabteilung. Ja. Aber du denkst, alles klar. Der Ken war der Erste, der mir harten Alkohol gegeben hat. Ja. Weil er war 2 Jahre älter wie wir, oder? Und das auch unglücklicherweise ein bisschen einen längeren schulischen Werdegang gehabt. Und war ja in der 7. war er schon so 15 oder so, oder? Der war, glaube ich, wir haben Oder gesagt, er ist 40. Ja, ja. Und dann weiß ich noch, dann hat er einen Baileys mitgebracht und dann haben wir den hinter der Heizung versteckt und dann ist er auch warm geworden und dann hat dann, glaubt der Chris und ich dann schön da den Baileys gesoffen und das war, bei Baileys ist ja sausüß, also dann kannst du schon saufen. Hast es. Ja, ich bin jetzt auch kein, der jetzt so nicht kaufen, aber damals dann schön die 2 Baileys gesoffen und dann mit einem leichten Segler im Unterricht gehabt, gell? Also ich glaube, zur Schulzeit, also Realschulzeit habe ich nie gesoffen. Ja, doch, da schon, ja. Überhaupt gar nicht. Also da weiß ich nicht, wann ich da gestartet habe, aber im Studium, da war ich regelmäßig besoffen. Ja, also war bei uns auch, das war das einzige Mal, Ja. weil wir da den Baileys eben gehabt haben, aber auch noch 2 so kleine. Ja, aber merkst du in dem Alter dann schon. Das ist ja. Ja. Was Aber man- dafür auch nicht gekifft oder so vor der Schule. Oder andere. Also tatsächlich war zu der Zeit, finde ich, Kiffen noch gar nicht wirklich so aktuell. Bei mir Ja, zumindest bei nicht. uns auch, nein, bei uns in der Klasse insgesamt, aber es gab schon eine, die auch da schon Marihuana konsumiert haben. Ja. Ja. Ja, Leon Hardy. Ja, mei, was soll ich sagen, Leon Hardy, wie gesagt, das war ein stranges Leon Hardy, weil du ziehst eigentlich als Gruppen los und dann gehst du rum, aber an dem Tag war ich 3-mal einfach, habe mich komplett von der Gruppe entfernt, war dann wieder bei meinem Dad, Ja. hab da ein bisschen Musik gehört, bin dann wieder dazu gestoßen. Eigentlich irgendwie auch entspannt, Ja. muss man auch Ich sagen. war die meiste, mit dem Flo war ich immer unterwegs. Ja, Und gut, dann, musst ja. Ja. Was das ey. Und dann, Geil. ja, einmal da hingegangen, aber du triffst halt immer irgendjemanden dann in Leon Hardy, weil du kennst ja jeden da. Das ist echt Ja. krass, ja. Irgendwie an Leon Hardy stört es mich auch nicht. Nein. Stört mich auch nicht. Ja. Weil irgendwie da rechnest du damit. Ja. Normalerweise schaue ich immer weg, wenn Leute kommen, aber da. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich insgesamt wieder deutsche freundlicher werde, auch im Urlaub oder so, dass ich mich da wieder ein bisschen öffne dafür, dass ich da nicht so negative Grundeinstellung habe. Weil, Viel Glück. ja. Also, ich möchte mich korrigieren, wenn sie irgendeinen Dialekt haben. Ja, klar. Irgendwann. Klar. Also komplette, Jemand aus Hannover zum Beispiel, keine Chance. na, außer jetzt halt mal was ab. Gib mir ein Dann Bier sehr aus. gern willkommen. Sag ich, hallo mein Freund. Ja. Sie scheinen, Sagen wir Spätzchen, sag ja, ich dann. Sie scheinen mir ein korrekter Mensch zu sein. Ja. Kid Rap, ich werde nicht lang. Ja. Ich habe gesagt, das sind wir eh schon bei einer halben Stunde. Ja. Machen wir die Minuten noch voll. Ja. Ja, gut, im Endeffekt haben wir. Wann hast du angefangen, Leon Hardy? Ich habe ja später gesoffen, heute. Heuer. Ja. Ich glaube, ja, was so am 8. Ja.
Aber ich habe noch keine 4 gehabt, sondern 2. Ja, bei uns war es, also losgegangen ist dann auch um 8:30, so wirklich. Und dann halt bis um 2 in der Früh wieder, gell? Super. Ja. Also mag ich so gern. Ja. Vor allem denkst du dazwischen immer, Ja, mir ist aber, ich muss zugeben, mir ist zum Beispiel im Rocks ist mir viel zu koordiniert zugegangen, das mir bei Fröderli und das Hardy, war strange, ja, gell? scheiß Bauzaun und damit sehen die Leute. Allgemein, dass da unten so gut durchgehen. Die haben wirklich richtig drauf geschaut, dass es nicht voll ist. Ja, und Fröderli und Hardy, da sind ja die Leute überall Leute gestanden, überall. Und das war, irgendwie unsexy. ja, schon. Jetzt machen wir mal selber einen Laden auf. Ja. Irgendwas Geiles. Ich weiß nicht mehr, ich meine, das Bar wird, wie lange wird das Bar noch aufhaben? Ja, nein, das glaube ich, nicht, dass der kann nicht funktionieren. Niemals. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ja, weißt du, was geil war? Wir könnten ein Ding übernehmen, das am Kreisverkehr, ein Saloon. Ja, Da kann man was Schönes draus machen. ja, also das heißt Ramos Bistro, der wird das nicht mehr hergeben. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich hätte gern sowas wie die Eule oder sowas Kleines. Ach, stimmt. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob man das noch mieten kann. Sollten wir mal schauen. Aber es darf mir schon Spaß machen. Ja, Weil das machen ja auch viel. Dass sie einfach nebenbei noch so einen kleinen Club haben oder Ja. was weiß ich. weiß halt nicht, ob wir noch so am Zahn der Zeit sind. Nein, garantiert nicht. Ja. Und ob die Jugend, die sauft dann nicht mehr so viel, also große Teile davon. Das ist ja unser Auftrag dann. Ja, dass die ein bisschen mehr. Ja, dass jetzt einmal die ganzen Heulsusen, die wo jetzt da bei Corona ein bisschen was verpasst haben, Ja. dass die nicht mehr wieder ein paar Eier wachsen. Ja, du musst das halt irgendwie auch grübig einrichten. Ja. Dann sind sie ein bisschen Bierpong spielen, sie ein bisschen eine komische Shisha, ein bisschen FIFA zocken oder was die Leute machen. Ja, es gibt in Dates, glaube ich, kein Happy Hour, das nervt mich schon irgendwie. Stimmt. Das Also, wird irgendwo bestimmt. Ja. Aber die ganzen guten Läden, Chicoria, Aus Bananen. aus Bananen, aus Wurzeln, weißt du nicht mehr da, Schweim oder Kurstall. Das ist nicht. Ja, nein, das ist schon echt beschissen worden. Also es ist halt, ich meine, wenn der beste Laden, in den du gehen kannst, das Rocks ist. Ja. Und wie gesagt, die Leute, die das gerade führen, ihr gebt euch sicher Mühe, aber für mich ist es halt einfach nicht mehr das, was es einmal war. Ja. Es ist trotzdem nur die beste Anlaufstelle. Liegt es an uns, oder? Ja, es ist einfach, weil man halt älter wird und man, mittlerweile habe ich schon viel gesehen, ich war in exklusive Ja, Clubs. sehr, ich weiß schon. Wir waren in Phuket, in Patong, Top 10 Clubs der Welt. War Habe ich nach zum einer halben Kotzen. Stunde gesagt, ich finde es richtig scheiße hier. Ja. Ich bin auf den Scheiß aus eingerenkt. Ja, aber ja, ich glaube, dass du halt als Junge halt da noch mehr Erinnerungen schaffst quasi und deswegen das ein bisschen hochhypst und so. Ich weiß nicht. Aber vielleicht. Ich weiß es nicht. Na, ich habe aber auch keinen Verbesserungsvorschlag, muss ich sagen. Ich kann da nicht sagen. Nein, das stimmt. Also- Vielleicht funktioniert es einfach nicht mehr so, wie es einmal war. Also, Weil ich denke mal, also das Rock setzt einmal, also ich gehe mit dem, was du gesagt hast, aber ich denke mal, eigentlich passiert da genau das, was ich will. Ich muss nicht tanzen, ich kann in der Theorie sitzen und Bier saufen. Und es läuft meistens irgendwie Mucke, die ich komplett zum Kotzen finde. ja, das stimmt. Aber allein schon, dass jetzt da ein Dating steht, Riesenalbtraum. Echt wo? Ja, den Leonhardi war es nicht da, aber okay. da, wo früher die Couch war, Ah ja, da da ja. ist eigentlich ein Datenautomat. Und das mag ich halt überhaupt gar nicht. Ja, Nein, du hast schon recht. Ich glaube, es ist einfach, weil sich die Führungsriege geändert hat. Und früher bist du halt der reingegangen, da war der Dino, da war der Stefano. ja. Und jetzt ist ja der Stefano einfach nur noch ein Mensch, den keiner mehr da drin hat. Der jedes Mal hinter die Bar geht, irgendeine Musik spielt. Und schaut aber irgendwo im Archiv noch einen 40 Jahre alten Song, den ich mal gemacht habe, finde, einfach nur mit zu demütigen. Ja. Ja. Und ich glaube, ich habe Spaten gekriegt für den Arschlöcher. Boah, ja, das Bier ist halt richtig zum Kotzen. Irgendwann haben die nicht mehr Tegernseher gehabt? Ich glaube, das haben sie mal separat In der Flaschen, noch ja. zusätzlich noch da gehabt, obwohl es ja Brauerei gebunden ist. Ja. Stimmt. Naja, Gut. dann. Das war unser Podcast, heute gar nicht so koordiniert, aber es hat ja gereicht. Also mal sagen, dann Das ist schön. grob, was in Leonhardi passiert ist, viel gesoffen worden. Gestern im Fun viel gesoffen worden und ein bisschen Musik gespielt. Jetzt sind schön aufgewärmt. Ja, und jetzt fahre ich heim und schreie meine Kinder an. Ja, ich fahre auch zu deinen Meine Kindern. Kinder. Ja. Sage ich, hey. Und der Nachbar denkt wieder, oh, der Kid-Rap hat wieder selbst Psychose. Ja. Ja. Und er hat es wieder selbst. Ja, aber sauf du mal 2,5 Tage. Ja. Und dann hast du keine Psychose. Du Trottel. Ja, du bist einfach nur peinlich. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Danke.